Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig. Oh oh. Also Elizabeth kann nicht weit sein, ich höre sie ja schon. Und wo steckt sie dann? Na. Ich höre sie jo. Aber ich muss mich auch hier nochmal umgucken. Damit ich, ach hier, oh, hier sind lauter Handfesseln. Lauter Handscheller. Teufelskuss. Und, oh, oh. Rette Elizabeth. Okay, das war nicht so klug von mir, der Versuch. Aber man hat hier irgendwas versuchen müssen. So, sind hier noch irgendwelche... Oh. Labor Agitator. Da stecken Leute im Pranger drin. Das ist schon ziemlich assi. Und... Ups. Hallöle. Hallo, mein Freund. Adieu, mein Freund. Bäh. Und... Das wollen wir noch mal sehen. Ich habe hier auch noch bei der Munition gesehen, dass es sowas wie Burst Gun und Revolver noch geben wird. Zumindest habe ich die Muni dafür schon gefunden. So. Das sehe ich anders. Okay. Wo bist denn du? Ey, wo bist denn du? Ich weiß jetzt gerade, wo der Typ steckt. Aber... Jo, Allah, jetzt langt's mal aber allmählich. So, ein anderer Blickwinkel mal verschaffen. Dann schauen wir mal. So, was hat denn der überhaupt für tolle Waffe? Salvengeschütz. Okay. Yes, ist allein. Wo steckt denn der andere Knetkopf hier noch? Wenn ich denn das als mal wüsste, wo die stecken. Also im richtigen Leben sollte ich echt in keinem Gefecht dabei sein. Ich würde es nie sehen, wenn mich jemand attackiert. Zack. So. Muss ja wohl hier irgendwo ganz in der Nähe sein. Aber wo? Wo? Ach du. Gewitter erleiht. So. Wenn man das als mal wüsste, wo die stecken, ist ja schlimm. Wie gesagt, ich dürfte echt in keinerlei Kriegsgefecht dabei sein. So schlecht wie ich bin. Da werde ich ja sofort abgeknallt werden, wenn er nur 2 Schritt neben mir wäre. Ich jetzt nicht mal merke. So. Jo, sehen wir mal. Schuldig. Leben die noch? Ja, sieht so aus. Die leben beide noch. Okay. Bla bla bla. Gucken wir erstmal, ob wir die 2 Leute hier befreien können irgendwie. Sieht nicht so aus. Nö. Schade. Karabiner. Wo ist denn der letzte Dachschädel jetzt noch? So. Aha. Das scheint wohl so Arrestzelle zu sein hier. Medizin können wir auf jeden Fall gebrauchen. Karabiner. Ist sehr clever, dass hier direkt vor der Gefangene zu stehe zu lassen. Aufmachen kann ich euch leider auch nicht, Leute. Ich wünschte, ich könnte euch befreien, aber ich kann auch leider die am Pranger nicht befreien. Ist mal da noch drin? Panzerfaustmunition und andere Kruscht. Ja, wo bist du dann, du Umleger vom Dienst? Naja. So. Vielleicht hier auch was? Ah, hier bist du, Herr Umleger. Rette Elizabeth. Nichts lieber als das. Das war wahrscheinlich der Typ, der vorhin an mir vorbei gesegelt ist. Den ich versucht habe, noch im Flug abzuschießen. Okay. Da geht's wahrscheinlich durch zu Elizabeths Rettung, aber hier haben wir auch noch ein paar Sachen. Und ein paar Zelle vor allem auch noch. Irgendwo gibt es eine Geldbörse. Da haben wir sie. Sehr schön.
Ja, sorry, Leute. Rausholen kann ich euch nur leider nicht. Steht hier gern. So. Da haben wir das zumindest nochmal. Silver Eagle, Silver Eagle. Krähenfalle natürlich mal wieder. Ich glaube, das ist die am wenigsten gekaufte Vigor überhaupt im ganzen Spiel bei mir. Und noch ein paar Silver Eagle. Okay, ja, die hängen hier direkt ihren Kack-Maneve dran, aber dummerweise steht er auf der anderen Richtung. Pfui Teufel. So. Dann öffne die Tür. Oh Mann. Mädel, 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 du machst mich fertig. Du machst mich fertig, Mädel. So, Hauptsache nur Präzisionsgewehrmunition. Ich brauche doch meinen Supporter NSC, verdammt nochmal. Du musst mitkommen. Was gibt's dann hier noch? Salz. Ah, da ist er. Ups, ein Handyman. Gut. Das war aber der, der es abholen sollte, ne? Oh, fuck. Okay. Gerettet durch den Riss. Oh, leck. Hey, ich rutsche ab. Versuchen Sie nicht mir zu folgen, Mr. DeWitt. Doch. Elizabeth, ich habe was arrangiert, damit wir das Luftschiff wiederkriegen. Sie können uns hier wegbringen. Ja, ich muss nur Waffen für einen ganzen Aufstand besorgen. Und wo sollen wir die herkriegen? Von einem Ihrer vielen Freunde und Verbündeten? Von einem Waffenschmied in Finken. Dürfte ein Kinderspiel sein. Was sagst du? Partner? Sie sind ein Lügner, Mr. DeWitt. Und ein Gauner. Aber ohne Sie komme ich niemals nach Paris. Gut. Dann haben wir jetzt wohl ein gleichberechtigtes Zweckbündnis. Geh nach Finken und finde den Waffenschmied. Gewöhnen Sie sich nicht zu sehr an mich, Mr. DeWitt. Sie sind ein Mittel zum Zweck. Mehr nicht. Okay. Ich bin jetzt für Sie ein Mittel zum Zweck. Aller hopp. Und warum solltet ihr das Damit kann ich leben. Wer will schon all die Verantwortung? Steht mir so, damit kann ich leben. Sie war ja für ihn am Anfang nichts anderes als ein Mittel zum Zweck. Ich nehme doch mal an, im Laufe des Spiels wird es ein bisschen mehr als Mittel zum Zweck, und dass die sich gut verstehen werden. Neue Stiefel Nordostturm. Wenn du einen Gegner von einer Skyline aus tötest, hast du eine 50%ige Chance auf kurze Unverwundbarkeit. Im Vergleich. Verräter. Wird ein beherrschter Mensch getötet, explodiert er. Ja. Das passiert eher als so ein Skyline-Gedöns. Und behalten wir das einfach mal. So, was haben wir hier noch? Automatisches Speichern. Sehr schön. So, Ellie, dann gehen wir weiter. Und dann gucken wir mal ins Teleskop rein. Oh, das sind ja jede Menge Fabrike hier. Die Fink MFG. War das nicht auch der Typ am Anfang am Jahrmarkt, der Fink? Dieser ekelhafte Typ, der die Leute steinige lassen wollte mit Baseball? Huch. Oh, allseits bereit. Hm? Allzeit bereit, so rum. Mr. Fink ist ein guter Mensch. Wer hart arbeitet, der Repetierer wird gibt's auch noch. Ja, Mr. Fink ist ein guter Mensch. Das ist ein grundguter Typ. Den habe ich so gern. Der war ja schon, wenn das der Typ vom Anfang vom Rummelplatz ist, von der Kerbe, bin ich sehr begeistert von dem. Den mag ich ganz besonders gern. So, die scheinen aber wohl nicht zu erkennen, wer Elizabeth ist. Wir haben Munition, Waffen, alles was tödlich ist. Allerhopp. Na dann, wenn du das hast, hoffen wir mal, dass die anderen mich jetzt nicht attackieren, wenn ich das mache. Ja, es war so klar, Alter. Es war so fucking klar. Ich verwende einmal eine scheiß Vigor-Kraft. Und schon sowas wieder.
Wo ist denn der andere Dachschädel jetzt noch? Oh, da ist der Dachschädel. So fliegt er. Ach, wisst was? Viel zu unpersönlich mittlerweile, diese Morde. Es muss mal wieder persönlicher werden. Vielleicht hilft ein Genickzwirbler. Der guckt doch ganz nett jetzt mit seinem eingezwirbelten Gesicht. Der Herr ohne Hals. So. Aber lerne, das nächste Mal sollte man sowas nicht in der Öffentlichkeit verwenden. Schadensboost für Salvengeschütz, für Schrotflinte-Nachladezeit. Erhöht die Präzisionsgewehr Feuerrate um 100%. Revolvermunition, Maschinengewehr, Präzisionsgewehr Rückstoß. Magazingröße des Karabiners. Okay, dann machen wir die... scheiße, die Feuerrate können wir gar nicht für... Dann machen wir halt weniger Rückstoß. Okay. Gut, das andere könnte man theoretisch auch, wenn wir genug Kohle noch hätten. So. Merken wir uns auf jeden Fall, dass der Automat hier ist. Wenn wir schon dabei sind und die ganze Gesetzeshüter jetzt eh schon tot sind. Gehen wir nochmal dort hierher. Das stinkt da mal ein $Bill. Okay. Na dann, raus aus den Fintendocks. Ich glaube einfach nicht, dass Fitzroy sich in unserer Abmachung hält. Reich oder arm, ein Schwindler bleibt ein Schwindler. Rekrutierungszentrum. Gehe nach Finkton und finde den Waffenschmied. Alter, wie das Kind hier schon aussieht. Okay, das ist jetzt so ein belebtes Gebiet wieder. Beni Vidi Vigor. Hier noch ein Kinetoskop. Das Wort des Propheten präsentiert, der Weg der Vox Populi. Daisy Fitzroy kennt keine Gnade, oder was war das, ins Verderben. Führt ihre Leute ins Verderben. Ende. Ja, das war ja mal ein sehr langer Film. Das hat bestimmt 50 Jahre Produktionsdauer gebraucht. Okay, da hat nur Krähenfalle zu bieten. Ja, ich wirke jetzt hier mal kein... Ihr Waffenschmied. Wer schickt sie eigentlich zu ihm? Daisy Fitzroy. Entweder eine große Heldin oder eine üble Schurkin, je nachdem, wer von ihr spricht. Wenn sie uns ein Luftschiff liefert, kann sie von mir aus Kaiserin von China sein. Okay, ja, da sind wir jetzt in einem belebteren Bereich als sonst. Also sollten wir uns auch etwas unauffälliger verhalten, auch wenn wir hier mit Gewehr durch die Gegend schlappen. Wo ich eigentlich schon relativ beunruhigt wäre, wenn so ein Typ einfach mit Gewehr hier rumlatscht. Okay, dann kann ich jetzt einfach hier das Zeug aus dem Schreibtisch klauen. Na gut. Lockpicken nach, einfach nehmen wir das Voxophon. Jeremiah Fink. Ganz ehrlich, ich habe nicht viel Zeit für diesen ganzen Prophetenkram. Für mich ist der Glaube eine Handelsware und der alte Comstock produziert Unmengen davon. Aber wie jeder Geschäftsmann muss er sein Produkt gegen irdische Münze eintauschen. Nur mit einem Lied auf den Lippen baut man keinen Schuppen. Nein, dazu braucht man Finks Holz, einen Finkhammer und Finks Hände, die ihn schwingen. Er braucht mich, damit er sich die Seinen nicht schmutzig macht. Das ist halt das. Genau so. Okay. Willkommen bei der Personalabteilung. Keine Jobs. Wir stellen nicht ein. Alles klar? Keine Jobs. Wie kommen wir nach Finkton rein? Illegal. Suchen wir uns einen anderen Weg. Natürlich. Finde einen Weg, Finkton zu betreten. Okay, die haben wohl derzeit wirklich Jobs für ihr Leute. Ja. Das soll mir recht sein. Ich brauche ja auch keiner derzeit. Können wir mal gucken, wo es da lang noch geht. Okay, da kommen wir auch mit der hohen Nadel durch. Dann machen wir die Magie, Ellie. Da Sehr drüben, schön. ein Lastenaufzug. Der bringt uns nach Finkton. Und kostet uns unterwegs das Leben. Wahrscheinlich. So, kommen wir da drüber. Ah ja, da drüber kommen wir genau so raus. Okay, das ist theoretisch dasselbe, egal ob wir mal links oder rechts gehen. Halt die Gosh. Oh, wieder so einer. Ja, das weiß ich ja schon, aber jetzt mal Zeit, so einen scheiß Raketewerfer zu verwenden.
Meister der Pyrotechnik. Huch. Morde müssen wieder persönlicher werden. Reizend. Wie? Ich gebe nicht. Ach so, du bist auch noch so. Na dann, willkommen im Club, oder? So. Willkommen im Club der Kopflosen. Präsident, du. Ich hab noch nichts. Oh, 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 oh. So, machen wir das doch so einfach. So leicht kann es manchmal sein, oder? Hey. Oh. Zwirbelzeit. So. Gut, da würde ich eigentlich mal ganz gern hier wieder das Ding hochladen. Sehr schön. Dann wieder zu meinem Präzisionsgewehr zurück. Und hier war's das. Das waren wohl die ganzen Sicherheitskräfte von Owe, die ich da noch platt gewalzt habe. Die Pistole brauche ich jetzt nicht. Oh. Oh. So, haben die wieder irgendwas Tolles gefunden. Was haben wir dann hier noch? Ja, stinknormales Zeug mal wieder. Präzisionsgewehrmunition. Und da hinten ist auch noch die Armory. Ich hab Geld gefunden. Ja, nämlich gern. Joink. Salz nehme ich auch gern. Maschinengewehr brauche ich gerade nicht. Salz und Silberigel nehme ich doch immer gern. Und der Patriot habe ich leider nie mehr durchsuchen können. Schönes Büro. Oh, Salze. Ah, das ist einfach nur wieder Elektro-Jockey. Und ich befürchte, da brauche ich jetzt wieder... Chen Lin, gesucht wegen Kontakten zur gesetzlosen Daisy Fitzroy. Unser Mann ist anscheinend ausgeflogen. Das ist nicht gut, oder? Nein. Ein Pick nur, Gott sei Lust, Dank. ein Schloss aufzuknacken? Das kriege ich hin. Gut. Ja, unser Waffenschmied ist so ein Ching-Chong-China-Mann, wie es aussieht. Haben wir wieder so ein unglaublicher Klischee-Ching-Chong-China-Mann. Oh yes, das ist ja leid. Schauen wir mal, was das noch wird. Hoffentlich hat er nicht so unglaubliche Rassistenschneidezähne. Und spreche nur so. So. Was haben wir denn hier noch? Munition für irgendwas. Und Waffe-Upgrader wieder. Mehr Munition, Pistole, MG. Was anderes kann ich mir derzeit nicht leisten. Kann ich mir jetzt mehr leisten für die Schrotflinte. Karabiner. MG, Pistole, Präzisionsgewehr. Das hätte ich ganz gern. 654 brauche ich dafür. Ja, das war Karabinermunition. Jo, kann ich gerade brauchen. Bräuchte ich aber noch 200 mehr. Sonst wird das nichts. Okay, da hatten wir. Hier haben wir nix. In der Briefkäste ist auch nichts mehr drin. La hopp. Schade, schade, dass wir hier nicht mehr noch machen können. Aber so ist es leider. Leider reicht es immer noch nicht. Leider reicht es noch nicht. Schade, dass wir keinen Kruscht verkaufen können. Und Schreibtisch, der hat leider nichts. Hier haben wir mal wieder einen Lockpick. Geldbörse. Es reicht, glaube ich, immer noch nicht alles. Den können wir nicht flattern. Doof. Doof, doof, doof. Das will ich jetzt noch nicht rufen. Blöd. Und hier over? Will man nicht zufällig auch noch irgendwas? Oder? Sieht nicht so aus, oder? Na, dort wohin vielleicht? Panzerfaustmunition zumindest das. Das ist ganz praktisch. Aber ansonsten leider kein Geld. Nee. Kannst du das öffnen? Das kannst du mit der Hornadel noch aufmachen, der Vollständigkeit halber. Bitte.
Gucken wir doch gerade mal, ob wir jetzt die Sicherheitskräfte noch sind. Ich glaube, die sind alle getürmt jetzt, nachdem ich hier ohne abgegangen bin. Alle Haupt... da haben wir alles durchsucht, was es zu durchsuchen gab. Die Leute sind geflohen. Und wir sind wieder allein. Nur Elizabeth, Booker und unser Gegner. Haben wir schon durchsucht. Das ist jetzt schade. Hätte ich am Anfang jetzt diesen Rückstoß nochmal geskillt. Benötigt 5 Lockpicks. Mist. Doof. Ein Lockpick finden wir jetzt aber auch nicht mehr hier. Das ist doof. Das ist richtig doof. Das ist ein blöder Mist. Ist hier zufällig irgendwo noch einer versteckt? Hier war doch irgendwo was noch? Hier war doch irgendwas. Oh je, doch, da ist noch ein Lockpick. Puh, Schwein gehabt. Das könnte unser Weg ins Paradies sein. Das war genau das, was ich gehofft habe. Und hier haben wir möglicherweise noch Geld genug, dass wir uns dann noch das Upgrade holen können. Schauen wir mal. 52 Silver Eagle. Ja, sieht nicht schlecht aus, aber ich brauche mehr. Eine Infusion, das ist immer gut. Jetzt ist als nächstes wieder Schildtra. Perfekt. Ein Apfel. Ich brauche mehr Silver Eagle. Ich brauche einfach mehr Silver Eagle. Nee. Salvengeschütz. Nee, ich behalte lieber das Ding bei. Und schade. Nett genug Silver Eagle, um mir hier noch das andere Zeug leisten zu können, oder? Ich glaube, das reicht immer noch nicht. Das reicht leider immer noch nicht. So ein blöder Mist. Hier steht dann nicht zufällig noch irgendwo Geldbörse rum. Nee. Steht die ganze... Ja, die rennt die ganze Zeit hier rum. Das macht mich doch etwas nervös irgendwie. Es ist lieber, wenn sie irgendwo stehen bleibt. Okay, na gut. Schade, schade. Also das Upgrade können wir uns leider nicht mehr leisten. Ich gucke jetzt trotzdem nochmal. Einfach nur zur Sicherheit, ne, dass ich es eigentlich kaufen könnte, aber was falsch im Kopf gehabt habe. Zahlendreher können ja immer wieder mal vorkommen. Eventuell gibt es auch hier noch irgendwo irgendeinen Geldbeutel, den ich ja nicht gesehen habe. Maschinengewehr. Also ich will da auf jeden Fall sehr gründlich vorgehen. Das ist jetzt keine Zeitschinderei, weil ich weiß nicht, wie viel von den Waffe-Upgrade-Stationen hier in Finkton noch rumstehen werden. Und ein Lockpick. Sehr schön. Und möchte halt wirklich alles nochmal hier durchsuchen. Man übersieht teilweise auch so viel und gerade ich bin für sowas total prädestiniert, Sachen zu übersehen. Okay. Dann hier nochmal letztes Mal. Und... nee. Dann nix. Hier ist auch nicht noch irgendein... da ist doch irgendwas. Nee, das ist nur ein Munition, sag ich. Das ist nur Gesundheit. Schrotflinte. Na gut. Okay. So. Scheiße. 654. 32 Silver Eagle fehlen uns. Ja, mehr Geld? Ist es genau das, was ich jetzt brauche, oder? Danke, Elizabeth. Erhöht die Präzisionsgewehrfeuerrate um 100%. Sehr schön, sehr schön. Pistole, MG, Karabiner, Salvengeschütz, Schrotflinte. Okay, puh, das war genau das, was ich noch gebraucht habe. Vielen lieben Dank, Elizabeth. Und dann können wir jetzt hier entlang Knopf drücken. So. Ich mag auf jeden Fall hier noch aus dem Gebiet rauskommen. Da, Slates Schrank. Was hier gearbeitet hat. Anscheinend. Das Tagebuch meiner Mutter. Hoch. Wieso hatte Slate es? Mein Mann behauptet dauernd, das Kind wurde von Gott erschaffen. Durch Gottes Willen.
Ich bin gläubig, aber nicht dumm. Sein Bastard soll nicht unter diesem Dach aufwachsen. Meine Mutter. Sie ließ mich in diesen Turm sperren. Elizabeth. Ich will raus aus dieser Stadt. Bitte. Das sind Slate haben wir jetzt leider auch nicht hören können. Schade. Na gut, halte mal der Gaul an. Hier, eine Saat der Lüge. Das ist das von ihm jetzt nochmal. Rekrutierungszentrum für Arbeiter. Ich bin im Besitz des persönlichen Tagebuchs von Comstocks Frau. Es entlarvt diesen Unsinn von wegen Wunderkind als Lüge. Sie hat das Kind nicht geliebt. Es scheint eine geheiligte Lady... Die geheiligte Lady hätte den Spross des Propheten lieber als Samenfleck auf dem Laken vertrocknen lassen. Nett. Okay, Knopf drücken wir auch noch. Und dann schauen wir mal. Da unten hätte ich dann wahrscheinlich meinen Cut-Setzer. Mein Name ist Jeremiah Fink. Und ich möchte euch mitteilen, woran ich glaube. Was ist das bewundernswerteste Tier auf Gottes Erde? Die Biene. Habt ihr schon mal eine Biene im Urlaub gesehen? Oder eine Biene, die krank macht? Nun, Freunde, die Antwort ist nein. Und darum seid wie Bienen. Seid wie Bienen. Ja, seid wie Sklaven vor allem. Ich glaube, darum geht es mir hauptsächlich. Hallo? Herr Fink? Hallo? Mr. DeWitt? Ja? Mr. Fink will Sie sprechen. Was ist denn? DeWitt? Fink hier. Hören Sie, mein Junge, wir hatten Sie im Auge. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind unser Top-Kandidat. Top! Mein Partner, Mr. Flambeau, hilft Ihnen, falls Sie etwas brauchen. Was sollte das denn? Keine Ahnung. Der ist ja merkwürdig erfreut, Sie kennenzulernen. Offenbar, ja. Und so ein bisschen wahnsinnig wahrscheinlich auch, wie alle hier. Oh. Tja, Finkton. der Mann hat ein Ego. Ja. Alter Falter. Das ist durchaus ein Molle Ego. Hat sich ja eigentlich Stadt mit Wirtschaftsteil bauen lassen anscheinend. Und mit Ausladedocks, wo wir am Anfang ja gelandet sind. Sie schaut irgendwie recht glücklich. Einige fragen mich, Fink, wieso werden wir mit Marken bezahlt, die nur im firmeneigenen Laden gültig sind? Ich sag euch was, ich lasse nicht zu, dass man euch armen Leute in irgendeinem zwielichtigen Laden abkocht. Der Fink Company Store bietet euch Fink-Produkte zu Preisen speziell für die Fink-Arbeiter. Okay. Alter Falter. Okay, ich warte jetzt eigentlich nur noch auf Speichern. DeWitt, willkommen in Finkton. Sie finden hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer Ihres Besuches. Okay. Mr. Fink von uns. Verzeihung, Miss, aber Mr. Finks Interesse gilt nur dem Gentleman. Warum? Bedauere, junge Dame. Aber Fragen über die Bewerbung des Gentlemans sollten direkt an Mr. Fink gerichtet werden. Okay, dann sind wir jetzt Denken Sie, dass ausgeschickt. das eine gute Entwicklung ist? Ich Shen finde das Lin. nämlich überhaupt nicht. Nee, irgendwie gefällt mir das auch nicht. Ich bin doch arg misstrauisch. Plaza of Seal. Okay. Wie sieht's aus? Zum Waffenschmied oder im Uhrenladen Vorräte auffüllen? Erstmal Vorräte. Aber ich steht Sache, ihr liebe Leute, das machen wir morgen wieder bei Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder, auch wenn sie sehr kritisch guckt, Ayan Yankee.